Hallo zusammen, hier ist Crunklitus oder der Chris. Hoffe, es geht nicht gut. Hoffe, alles klar. Sorry wegen der Stimme, ich bin ultra verschnudert, aber das hält mich nicht davon ab, das nächste Retro Sunday Video zu machen. Wie so viele andere auch, so ein bisschen auf der Retro-Schiene momentan. Wieso nicht? Es gefällt mir gerade richtig gut. Und ja, wenn wir schnell die Einstellungen checken vom Ultra HDMI, also eigentlich wie gehabt, das Zeug eigentlich ausgeschaltet hier. Der Gamma Boost habe ich noch drin gehabt vom letzten Game, das ich gespielt habe. Ich würde sagen, hier nehmen wir den raus. Und dann passt das. Ich habe gesehen, es ist nicht ganz allen so gut reingekommen, das Retro-Zeug. Ja, flash mich halt gerade momentan. In dem Sinne, sorry. Kommt dann sicher wieder Content, der euch auch gefällt. Und denen, die es auf jeden Fall auch Spass macht. Ja, danke fürs Feedback. Wie geht's? Coole Sache. Kurze Vorgeschichte hier. Gestern am Retro Bazaar in Bern Bümplitz. Sehr feine Auswahl an Games vorgefunden. Auch die Leute waren voll easy drauf. Consoles for You auch wieder am Start gewesen. Und habe so ein bisschen Ausschau gehalten nach Spielen, jetzt nicht wahnsinnig etwas im Auge gehabt. Aber eigentlich der Fokus auf dem Nintendo 64 und Gamecube momentan, darum mal so ein bisschen verglichen. Und ja, jetzt werdet ihr sehen, dass hier eben das Rush 2049 auch dabei ist. Es ist ja schon im Titel vom Video, haha. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ob ich das als Überraschung machen will. Aber die Sache ist die, das Game habe ich ein paar Reviews gesehen. Der Glenn Plant ist ein Super Nintendo 64 Reviewer aus UK, den ich gerne seinen Channel unten verlinke. Und auch andere, nicht nur er, haben das Game eigentlich ziemlich gut gefunden. Für viele ist es eigentlich das Beste von der Rush-Serie. Und von dem her wollte ich das gerne mal ausprobieren. Ich habe mich gar nicht gross um das Game hier, sondern habe es dort gefunden. Zusammen mit dem Ridge Racer 64, was ihr hier seht, das ist relativ ein Game, das in grösserer Stückzahl noch erhältlich ist. Von dem her war es nur 15 Steine. Und dann habe ich mir das Daikatana geholt, weil, ja, ihr kennt sicher die ganze Geschichte über John Romero und he's gonna make you his bitch oder so. Und wie er schon ein bisschen gefailt hat mit diesem Game. Es war einfach zu ambitioniert in diesem Sinn. Aber sehr eine interessante Geschichte, wenn einem so Spielentwicklung interessiert, wie das ist abgelaufen. Gibt es überall gute Dokumentationen. Jetzt ist es eben so, dass das auf dem PC ja nicht wirklich so gut spielbar ist, außer mit Patches. Und selbst mit dem Patch bin ich dann eigentlich auf einen Game Breaking Bug gekommen in der zweiten Welt, wo ich dann musste sagen, das starte ich nicht noch einmal. Und die Nintendo 64 Version ist ein bisschen anders. Nicht unbedingt besser, aber ja, ich wollte es gerne mal ausprobieren und eben auch für 15 Steine ist das voll in Ordnung. Und dann habe ich jetzt Rush 2049 dort noch gesehen, hinten drauf nicht einmal Preise oder sonst angeschrieben, bei Herren habe gefragt, hey, ja, eben gerne die 3 Games, wie sieht es aus mit dem Preis von dem? Und er sagt, ja, wir müssen schnell nachschauen. Er hat das im Internet für 150 Steine gesehen. Da habe ich schon ein bisschen leer geschluckt, weil ja, ganz so viel hätte ich eigentlich nicht ausgeben. Und er sucht in seinem Listchen und sieht dort, dass dort 40 Steine steht. 40 Franken haben. Und ich war relativ verpeilt, weil wieso sollte mir jetzt einer etwas verkaufen für 40 Franken, wo für 150 sonst los wirst. Er war ziemlich gut drauf und ich versuchte dann noch ein bisschen zu recherchieren, was da genau abgeht mit diesem Modul. Weil es sieht eigentlich echt aus, es hat das Nintendo Quality Seal drauf. Ja, und auch sonst habe ich jetzt ein Modul Leute angesehen, dass es irgendwie fake wäre. Und ich bin dann heim, habe auf eBay geschaut, was eigentlich immer eine gute Referenz ist. Und klar kann dort Preise gesetzt werden und am Schluss zahlt es dann niemand. Aber es waren 3 Module drin und tatsächlich haben nur das Modul zwischen 150 und 200 Steine. Die europäische PAL-Version, muss ich dazu sagen, weil in Amerika gibt es das Ding scheinbar en masse und dort bekommst du es für $15 oder so, aber weil es eventuell in den PAL-Regionen halt nicht so ist gekauft wurde, vermute ich auch so ein bisschen aufs Ende vom Lifecycle vom Nintendo 64 ist rausgekommen, gibt es das vermutlich nicht in so grossen Stückzahlen. Jetzt habe ich dort scheinbar ein richtig gutes Stäbchen gemacht, ausser ich bin einfach irgendwie verarscht worden, aber ja, bisher wäre mir das noch nie aufgefallen, in welcher Form.
Also ja, eigentlich kann ich euch heute ein anderes Game zeigen, lange Rede, kurzer Sinn, aber mit meiner Nase und allgemeinen Stimmlage, das Game hat es besser verdient, hat mich in meiner besten Form verdient. Und darum ist es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier mein Loot kann vorstellen kann, den ich mir reingezogen habe an dieser Retro-Börse. Wirklich, wirklich cool gewesen. Also, das Ridge Racer, genau so. Ist ja auf dem PlayStation 1, vor allem daheim gewesen. Ich habe selber nur kurz eine PlayStation 1 gehabt, ein bisschen später. Ich bin dann voll eigentlich auf PC und Nintendo-Welle gewesen. Und habe Games auf jeden Fall gekannt. Es hat ja auch ein paar gegeben, die eben nicht auf der Sony-Konsole waren. Aber jetzt auf dem Nintendo 64 habe ich es nie gespielt. Ja, es hat eine gute Bewertung, habe ich so allgemein gesehen. Grafisch ist es in dem Sinne ein typisches Nintendo 64 Game. Es ist aber so, dass ich jetzt hier die ganze Kantenglättungsgeschichte und so rausgenommen habe, dass es möglichst scharf ist, dadurch halt auch ein bisschen pixelig. Aber mir gefällt das sehr gut. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, hat es glaube ich drei Strecken, wo er aber jeweils 3 unterschiedliche Wege bereithalten. Somit kommt man dann ja auf 9. Wenn ich hier noch richtig kalkulieren kann, nebst dieser challenging Fahrweise von diesem Auto. Und dann kann man die Strecke noch rückwärts fahren. Das ist ja immer noch ein riesen Unterschied. Sie fühlen sich zwar wirklich anders an, das gebe ich zu, aber ja, wir fahren dann gleich auf der gleichen. Und somit haben sie sich dann damit geblufft, dass es 18 Strecken hat. Ja, die es ein bisschen können, sagen, schau, die 3 Hauptstrecken, dort ist dann alles relativ ähnlich von diesen 3 Teilstrecken. Das unterscheidet sich nicht gross, also hat man eigentlich schlussendlich 3 Strecken, was eigentlich sehr, sehr wenig ist für ein Renngame. Aber das hat die Reviewer nicht davon abgehalten, dem Game gleich gute Wertungen zu geben. Der Hauptaspekt vom Ridge Racer ist ja, dass es schön gemacht, dass wir driften. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe es hier noch nicht ganz geschnallt. Ich muss meistens auch gar nicht driften in dieser Kurve. Wenn du voll reinlegst, geht das gäbig. Und jetzt habe ich mich hier immerhin innerhalb von einer Runde so ein bisschen vorne schmuggeln. Ja, es ist voll ein easy Game. Der Sound, so ein bisschen Techno-Musik fast. Holy moly. Geht wirklich ab. Und steuert sich auf jeden Fall voll in Ordnung. Wie gesagt, Grafik kann man in dem Sinne ja nicht wirklich... Wow, schöner Job. Bewerten, ausser man hat den Aspekt von dazu mal noch ein bisschen im Sinn, vielleicht noch so ein bisschen Nostalgiebrille an. Aber es ist auf jeden Fall super gemacht, es läuft mit einer konstanten Bildrate. Dass es jetzt 60 war, nehme ich nicht an. Und es hat glaube ich auch jenste Kerne, die man dann freischalten kann. Also wenn man hier den Grand Prix-Modus fährt, sind glaube ich einige Stunden an Rennspiel-Spass garantiert. Hey, und irgendwie, mal, hier vorne ist immerhin einer. Kommt auch jetzt die letzte Runde nicht an. Okay, ja, das ist auch gut. Alright, also. Hier vorne pixelt schon der erste, das ist gut, dann holen wir uns. Uiuiui. Kollisionen sind zum Teil auch ein bisschen gespässig, als wären die Objekte grösser, als sie effektiv scheinen. So, dann haben wir auf jeden Fall. Yeah. Und es gibt ja immer wieder lustige Gespräche bezüglich dem Nintendo 64-Controller, Qualität, wie bescheiden das er ist oder eben nicht, wie strange es ist, das sich zu halten. Die verschiedenen Möglichkeiten haben die Leute eher verwirrt als geholfen. Und ich muss sagen, ich liebe das Stick, gern noch. Eben, der Stick ist mittlerweile ein bisschen durchgeleiert, muss ich dann mal auffrischen. Gibt es ja auch bei Consoles for You. Hey, und ich bin vorhin nicht gesponsert von ihnen in irgendeiner Form, aber es hat mich echt gefreut, wie gesagt, dass es in meiner Nähe jemanden gibt, der das so kompetent machen kann. Super Sache. Alright. Darum, Controller finde ich voll easy. Steuert sich auch eben nice mit dem Analog-Stick natürlich. Sorry. Und schön hat es auch noch so ein bisschen animierte Objekte wie der Helikopter auf der Strecke, weil sonst ist es ja eher so ein bisschen langweilig, oder?
Das Rumble Pack wird, glaube ich, nicht unterstützt. Das Rumble Double nicht. Ja, ja. Also, das wäre ein Ridge Racer gewesen. Es hat sogar Sprachausgabe. Leck sieht das aus. Es ist schon abgefahren. Oh, die Kleine war das letzte Mal herzig, als sie reingekommen und das gesehen hat. Da hat sie auch gesagt, ja... Sie ist schon ein bisschen verschwommen. Und dann müssen sagen, ja, so ist das eben früher gelaufen. Und ich würde mir jetzt schnell erlauben, das Modul zu wechseln und auf das Rush 2049. Ich habe gestern vielleicht etwa eine halbe Stunde gespielt. Und für die Rush-Serie können, es geht ja auch sehr stark eigentlich darum, die Strecken zu lernen. Yes, es geht, hey, ja. Ja, das ist schon ein sehr spezielles Game. Was jetzt hier sehr hilft, ist der Gamma Boost. Ja, und sonst haben wir hier vielleicht noch den Blur raus. Den haben wir drin, es ist ein schnelles Game und der hilft Blur oben. Sehr anständige Musik, weil der deutsche Entwickler Factor 5 hat dazu mal ja, mit dem Nintendo wahre Wunder, mit dem Nintendo 64 wahre Wunder vollbracht, grafisch wie eben auch im Audio-Department. Der Chris Hülsbeck ist dort ja tragend eigentlich immer wieder für einen richtig coolen Sound und eben auch, was sie rausgekuzelt haben, mit welchen Tricks das sie geschafft haben. Also schnell gucken. Was ich hier richtig nice finde, ist, das ganze HUD kann man hier wirklich sehr ausführlich an seine Wünsche anpassen. Es ist richtig nice, man kann so eben auch ohne Anzeigen spielen oder sehr gezielt ein- und ausschalten. Jetzt, ich weiss gar nicht, ob das dort das Expansion Pack unterstützt. Aber das wäre auf jeden Fall in der Konsole drin. Und dann hier im zweiten Controller habe ich so ein Memory Pack drin, weil das Modul selber bietet die Option leider nicht, was ein bisschen schade ist. Jetzt, hier ist ganz gespässig. Circuit ist, glaube ich, Meisterschaft. Und dort musst du 8 Rennen fahren. Das Rennen dauert dort normalerweise und darunter auch ein bisschen länger, sind etwa 5 Minuten. Das ist nicht ultra lang, aber rechne das mal 8. Hallo. Und dann bist du also ein Zeitchen am Cruisen. Darum würde ich sagen, machen wir hier einen Single Race. Ich muss ganz ehrlich sein, ich kenne mich da gar nicht so aus. Der sieht doch schön aus. Ja. Und bei den Kehren ist es tricky. Es gibt einerseits hier den Rocket, der ein bisschen schneller ist, ein bisschen bessere Beschleunigung hat. Alle anderen sind dann einfach stronger. Man kann sie aber auch noch modifizieren, den Motor ändern, was mir irgendwie nichts zu bringen scheint. Kannst wechseln, welchen Frame das nutzt ist. Dadurch bist du halt stärker oder eben auch leichter und kannst dadurch aber auch leichter gecrushed werden. Interessant gemacht. Ich glaube, ich bleibe hier gerade beim Magnum. Der sieht eh noch lustig aus wie ein Transformer. Das Wichtige an diesen Games ist, dass man sie wirklich gut kennt und somit auch die ganzen Abkürzungen haben. Und das Game wimmelt eben nur so viele Abkürzungen. Hier ist, glaube ich, gerade eine. Nein, jetzt, hier hat es auch überall noch so Knöpfe. Ah, jetzt habe ich ihn nicht verwünscht. Schade. Hier kommt auch die Rampe aus dem Boden, dann kann man dort aufs Gebäude jumpen. So. Hey, von dem her eigentlich richtig cool gemacht. Eben grafisch, darf ich fast nichts dazu sagen. Es sieht so abgefahren aus. Hey. Holy moly. Immerhin ist es ein bisschen schärfer, als ich dazu mal den ersten Rush-Teil habe gespielt. Ui, sorry. Oh ja, jetzt habe ich es komplett verkackt. Eben ja, ein bisschen schärfer als der erste Rush-Teil, den ich gespielt habe. Aber ja, es ist schon auch sehr matschig, pixelig. Zum Glück kann man durch die Bäume durchfahren. Hey, zum Glück ist der Karren ein bisschen crap und ja, vielleicht bin auch ich nicht so gut mit dem Kontrollieren von diesem Fahrzeug. Das mag sein. Ich habe gerne so ein bisschen... Ja, dort wäre auch wieder so ein Schalter gewesen. Hier ist auch eine Abkürzung, die ich
meistens nicht daran denken. Und wenn man die Strecke dann ein bisschen kennt, wird es eben richtig geil, weil du fährst dann eigentlich auf einer komplett anderen Strecke, als ich jetzt unterwegs bin. Es gibt so viele Abkürzungen, Alternativrouten. Hier ist zum Beispiel auch eine, du hast gelenkt. So, schön. Dann hier kann man auch wählen, wo man durch will. Gehen wir nochmal unten durch. Dann hier kommt so ein riesen Jump. Und das ist eben auch ein kleines Bonus-Feature von diesem Game. Man kann sogar die Flügel montieren, um in der Luft ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Ganz lustiges Feature, muss ich sagen. Es ist eigentlich schade, dass es so Games nicht gibt, ganz ehrlich. Aber sie haben es, glaube ich, irgendwie mit dem Nachfolger ziemlich ins Auge gesetzt. Also, jetzt versuche ich den Schalter zu verrutschen. Ja, jetzt kommt die Rampe. Hey, jetzt bin ich zu low gewesen. Schade. Wir haben jetzt auch schon gelenkt auf das Gebäude. Dann könnte ich hier sogar noch rechts rüber, wenn es lenkt. Und hier vermutlich auch wieder drüber. Also, es ist richtig, richtig fein gemacht. Mit all diesen Abkürzungen. Mein Karre ist auch irgendein Elektromobil. Er tut auf jeden Fall so. Dass sie irgendwelche Förderbänder haben. Hätte ich gescheiter auf dieser Seite mehr befunden. Aber jetzt gerade der andere Karre, den ich vorher überholt habe, das sieht auch nach einer Abkürzung aus. Der hat so ein bisschen nach einem V8 tönt. Also, eben, Geräusche sind auch in Ordnung. Sounds und Musik auch auf jeden Fall. So, jetzt hier ist irgendetwas passiert. Rechts von mir hat es irgendwie gerebelt. Was auch immer das heisst. Ihr seht hier, ich bin chancenlos, wirklich. Meine Karre ist, wer überhaupt, kaum schneller als der seine hier vorne. Windschatten ist vermutlich kein Faktor. Hier gehen wir das Bogen durch. Und wenn man eben die ganzen Alternativrouten nicht kennt, vergiss den, hey, dann hast du keine Chance zu gewinnen. So. Versuchen wir hier nicht gross auf den Rasen zu kommen. Das verlangsamt einem eigentlich. So. Let's try again. Das war ein bisschen mehr Speed. Nein, jetzt bin ich schon wieder auf dem Rasen abgebremst worden. Schalter hat auch nicht gelenkt. Aufziehen, aufziehen. Eben ja. Eben ja. Das lenkt auch schon nicht immer. Alright, so wie komplett vergeben. Rechts unter der Rundenanzahl. Der hat einen geilen Motor. Seht ihr ja die drehenden Münzen. Es sind somit eben noch 16 extra Coins irgendwann im Level versteckt. Das heisst, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und die Strecke auch ein bisschen kennenlernt, wird man eben neben den alternativen Wegen auch noch jenste Bohre finden. Ja, oder einfach mal komplett irgendwann in den Seich reinfahren. Hier war es, glaube ich, ja. Hier kommen wir noch hinten durch. Ich meine, ich bin auf dem letzten Platz, darum spielt das keine Rolle mehr. Hier kann man definitiv nicht hinten durch. Sonst gehe ich mal schauen, was vorhin der Schalter bewirkt hat. Es ist so, dass die Level-Elemente sich verändern und dann mit erneut Drücken vom Schalter dann wieder in die Ursprungslage zurückgehen. Da war jetzt immer noch froh. War ist alles voll? Sorry. Also, dann zeige ich euch jetzt noch den hier, den ich Fang 1 verwünscht habe. Dann kann man hier links durchziehen. Die Pylonen zeigen immer, dass man ein bisschen fliegen kann. Jawohl, wunderschön gemacht. Jetzt auch hier haben wir wieder rechts landen, so ein bisschen durch Texturen durchglitschern. Gehört alles zu diesem Game. Ich muss sagen, rein vom Spielspaß her würde ich das jetzt Ridge Racer jederzeit vorziehen. Es hat mit ein bisschen besserer Musik zu tun. Die Steuerung selber finde ich auch hier in Ordnung. Aber die ganzen Zusatzsachen, eben, die alternativen Wege, das mit den Flügeln, es bietet schlussendlich eigentlich ein bisschen mehr. Und auch grafisch scheint es mir ein bisschen abwechslungsreicher zu sein, hat ein bisschen mehr Strecken ins Sacken ohne Ende. Aber ihr seht, ich habe hier richtig gute Rundenzeiten hergelegt. Jo, ich weiss, es ist vielleicht ein bisschen frech, aber ich würde gerne noch eine zweite Runde spielen. Ich habe gemeint, Civic kann ich ein bisschen. Also, der war Crap. Dann haben wir After Rocket, der ist einfach schon in Ordnung.
ist jetzt auch das Lustige, nur schnell zu zeigen, wenn jetzt hier das 6,2 Liter V8 wechselt auf irgendeinen Turbomotor oder zurück auf V6 3,2 Liter, es ändert sich nichts an den Stats oben dran. Du kannst irgendeine Form von der Räder wählen, keine Ahnung, das ist irgendwie noch nicht möglich, etwas einzustellen. Dann eben der Rahmen, das ist schwer, Standard oder leicht. Ja, komm, wir eben mal den Licht haben. Und dann eben für die Grösse der Flügel bestimmt, glaube ich, wie stabil das er ist, weil gut, dass du Tricks kannst machen kannst. Ich liebe gerne die grossen. Hier kannst du ein bisschen die Farbe anpassen, kannst du die Felgen wählen. Ja, ja. Sie haben sich ein bisschen Mühe gegeben. Let's go. Und das Rumble Pack wird auch unterstützt. Geil ist, dass er hier eigentlich konstant ein Triebwerk am Laufen hat. Ja, und so kann ich sogar noch ein bisschen mithalten hier am Start. Jetzt hier muss man rechts durch, genau. Ui. Ja, da ist irgendwie ganz leid. Jetzt hier kann man glaube ich auch. Ui. Ja, gut. Hey, nein, hey, nein. Out of control. Aber schön, schön. Nein, wo? Nein. Ah, scheiße, gedacht. Vielleicht gleich noch schön gerettet, aber ja, zieht nicht rein. Kaum die erste Runde gestartet, schon eigentlich hoffnungslos zurückgefallen. Aber das gibt uns Gelegenheit, die Strecke ein bisschen zu entdecken. Der Karren steuert sich massiv besser, wirklich. Und es ist halt schon ein stylischer Effekt mit dem Triebwerk. So, hier gibt es eben zwei Wege, die man alternativ wählen kann. Packen wir die Flügel aus, dann können wir noch möglichst weit über chatten. Der Rasen ist nicht gut. Eieieiei. Ich bin nicht ganz sicher, wie fest sich das gelohnt hat. Hier links oben die Münze habe ich keinen blassen Schimmer, wenn man die holen kann. Hier kann man jetzt auch rechts durch. Hier scheint mir irgendwie... keine Ahnung. Das ist ein Strauss, aber die führt eigentlich direkt in den Wagen rein. Es ist irgendwie, glaube ich, ein Jetgeschwader drüber gezogen. Es hat mir also 0 gebracht, jetzt der Alternativweg. Ausser dass er eigentlich stylischer war. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch noch einen anderen. Ja. So, jetzt können wir hier durch. Schön, so ein bisschen transparente Effekte von Gebäude zu Gebäude. Jetzt können wir hier gerade... Die war eigentlich der Star, genau. Ah, crap. Und hier kann man quer jetzt durch... über die Brücke ziehen, ihr seht, das ist wieder, ich probiere es dann auch noch einmal. Das ist eigentlich der Standardweg hier natürlich über den Highway. Ja, also gut, gehen wir oben durch. Was auch noch lustig ist, ist, dass tatsächlich einer noch schlechter fährt als ich. Das muss ich auch sagen, Hut ab. Weil mit meinen ganzen Crashes und so. Hier ist jetzt auch ein alternativer Weg. Sieht auch wieder sehr stylisch aus, hier der Abschnitt. Ist ein bisschen leid zum Rauskommen, aber geschafft und vor allem hier jetzt tatsächlich einen Platz gut gemacht. Für kurze Zeit. Jetzt hier können wir wieder die Abkürzung nehmen. Das mal gehen wir direkt über die Strasse. Dann müssen wir nicht unten durch den Tunnel. Wir sind hier zwar ein bisschen slow leider. Oh. Ja, schade, da hat leider gar nicht gelegen. Das heisst, durch den Tunnel ist mit dem jetzt schneller. Hat auch eine grössere Chance, da rüber zu kommen. Okay. Schön, da hat immerhin einer von den Gegnern ausgenommen. Wow, ich bin wieder 4. Du siehst sogar vor mir schon der dritte. Jetzt links, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, haben wir noch wie so eine kleine Karte. Das waren die Chats von vorhin. Die die Position der Autos, vor allem hinter einem, anzeigen, ist sehr, sehr hilfreich. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier wieder rechts reinkomme, ohne den Karren zu verschnetzeln. Schön. Es hat sicher auch damit zu tun, dass ich eben das leichte Kit habe gewählt habe, dass er eher so ein bisschen unstabil ist, instabil. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schön reingesetzt. Also hört, ich sage, lassen wir es sein. Mit dem Rush nach einem guten Platz sein, wo du schnell den Weg jetzt anschauen. Sorry Junge, gibt es etwas Leiders als die Jungs, die bei den Renngames in die verkehrte Richtung fahren, extra vielleicht noch haben. So war das. Ja, das ist mir bewusst. Hey. Das ist mir bewusst. Handbremse hat es zum Glück auch. Jetzt hier fahren wir hinten durch, okay. Aber es ist also sehr schwierig. Hier stetzelt es Umgebung draus. Hey. Hier oben hat es noch eine Münze. Ja, da muss ich einiges schneller kommen. Und
Man wird auch wieder verlangsamt hier auf dem Rasen. Also die Abkürzung bringt es logischerweise nur, wenn man richtig Stau kommt. Hier weiss ich aber nicht genau, ob es da auch eine Abkürzung gibt. Sieht zwar schon so aus, hä? Ja, nice. Wow, oh, das ist richtig gäbig. Vor allem, da komme ich nicht unten in den Stein mühsam Kanal rein. Und das muss ich mir merken. Ja, ihr seht es. Zum Glück ist die Streckenbegrenzung höher als man meint. Wenn man die Strecke so ein bisschen kennenlernt, wird das Game auch richtig geil. Wirklich sehr cool. Und es erinnert mich fast auch so ein bisschen an ein Split-Second-Game, wo man ja auch so Events triggern kann. Oh nein, jetzt fahre ich wieder hier rauf. Und genau so kann man das eben hier auch mit diesen Knöpfen. Schön gemacht, schön gemacht. Komm, der lenkt, der landet. Der landet. Der landet, yes. Ja, eigentlich muss ich ja nicht bis ins Ziel fahren. He? Easy, du musst das Modul wechseln. Das Beste kommt zum Schluss. Das Lustige ist, dass das Katana-Modul, es ist richtig grusig. Es ist so richtig abgerissen, so abgefötzelt vor und hinten das Cover. Also es sieht richtig schäbig aus. Wirklich schäbig. Also, das nochmal als Randinfo. Jetzt muss ich schnell wieder ausschalten. Jetzt muss ich das Rumble Pack rausnehmen. Das heisst, man kann heute Rumble in diesem Game. Ich muss aus dem zweiten Controller das Memory Pack rausnehmen. Und durch das dann in den ersten Controller rein. Wir haben ein Modul vor uns, aber das hat kein einziges Bit Platz. So einen Spielstand speichern. Das heisst, wir müssen so ein bisschen mit den Controller Packs rumfiedeln. Und das Game hat, glaube ich, einen Multiplayer, aber es erkennt nicht einmal das Memory Pack im zweiten Controller. Das nur so ein kleiner Rant from a Nintendo 64 User. Schau jetzt. Jetzt haben wir hier das Expansion Pack, das er sogar gefunden hat. Und jetzt ist die High Resolution Graphics Mode Option verfügbar. Ich habe euch das als kleine Option zeigen. Weil zuerst starten wir mit dem Original Standardauflösungs-Terror. Also, nur ganz kurz, jetzt hat es mir fast die Ohren weggesprengt. Mein Screen hat aber das Bedürfnis, wenn man die Konsole neu startet, oder die Lautstärke wieder aufs Maximum zurück. Hey, nein, meine Ohren. Ei. Also, yeah. Das Intro ist irgendwie eine Viertelstunde lang. Ich bin nicht sicher, ob das der effektive Wert ist, aber sie sind eigentlich alle Reviewer sich einig, dass es sehr lang ist. Nicht uninteressant, aber sehr lang. Also, darum haben wir das Ding mal geskippt. Jetzt, zum Glück gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten, was ich sympathisch finde, auch bezüglich Steuerung. Und dann gibt es eben hier beim Videotyp gibt's, die Option, in High Graphics Mode einzusteigen. Das ersparen wir uns jetzt noch gerade ganz kurz. Und nur zum Sagen, ja, jedes Mal, wenn du in Optionen bist und rausgehst, hörst du das Sagen. Cool, oder? Ja? Zum Glück muss man nicht ständig dort rein, weil es könnte einem dann doch auch ein bisschen auf die Nüsse gehen. Aber es hat einen Multiplayer, darum das mit dem Memory Pack ist noch interessant. Wir spielen aber den Singleplayer. Und es ist ähnlich wie das auf dem PC. Das heisst, die erste Welt habe ich ja schon durchgespielt. Bin ich gespannt, ob ich die Unterschiede in diesem Sinne erkenne. Es ist auf jeden Fall viel vereinfacht worden, auch die ganze Levelgeometrie, aber auch das Verhalten der Gegner. Man hat jetzt eben nicht mehr so eine KI-Buddy, sondern rettet, glaube ich, zwischendurch einfach jemanden und der steht eben für begrenzte Zeit zur Seite und wenn der auch abkratzt oder was auch immer, ist es, glaube ich, egal. Und nicht so wie auf dem PC, wo Ultra zu denen musst schauen. Das ist ja ein Riesenproblem. Also, hallo zusammen. 320 x 240, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben hier eine Steuerung, die noch gespässig ist. Ich tue mit dem linken Stick tue ich hier eigentlich den Kopf bewegen. Also eigentlich wie der Rechtsstick bei modernen Shooter. Ist nur so, wenn ich ihn runterziehe, schaue ich drauf. Und wir sind ja hier nicht in einem Flugzeug. Der hat jetzt hier einen richtig geilen Beschreibungsfehler, ist mir auch aufgefallen. Jetzt müsst ihr schnell schauen. Reverse Free ist eigentlich so, dass wenn man runter schaut, tut er rauf schauen. Also man kann frei rumschauen, aber es ist
reversed, also umdreht. Runter geht es rauf, alles klar. Dann gibt es noch die fixte Version, die interessiert uns nicht. Dann kommen wir hier zu der normalen Version. Was auch noch lustig ist, dass per Default mal die umgekehrte und nicht die normale aktiviert ist, aber whatever. Und jetzt zieht euch das rein. Wenn du rauf drückst, schaut er runter. Und das ist ja genau das Gleiche wie vorher. Wenn du abdrückst, schaut er rauf. Somit ist echt die Beschreibung völlig sinnfrei, oder? Darum, wenn man raufdrückt, schaut er rauf. Das ist eigentlich das, was ich will. Und das, was du völlig falsch beschrieben ist, so lustig, dass so ein Fehler sich in einem Game-Menü einschleichen kann. Es zeigt halt einfach auch, wie crushed das ist. Jetzt, der Nintendo 64-Controller, ihr seht es leider gerade nicht, könnt ihr auch mit der linken Hand am Digi-Kreuz haben und die rechte Hand am Analog-Stick. Dann wäre es ja eigentlich gleich wie die modernen Shooter in dem Sinn. Dass ich eben mit dem rechten Stick umschauen würde, aber weil ich dann auf A und B muss verzichten, ist das leider keine Option. Okidoki. Sayonara, zweimal wieder Sayonara gehört. Cool. Also. Jetzt können wir hier mal eine Waffe holen. Hey, nein. Hey, sorry zusammen. Es ist ultra der Brainfuck. Ja. Was trifft mich? Hui. Also gut. Hey, nein, es macht mich richtig fertig, dass ich mit links rumschauen muss. Nur ganz kurz, excuse. Was ist fixed? Ja, das ist einfach noch das Crosshair, wenn ich jetzt selber in die Mitte zurückkehrt. Come on. Das kann man wirklich nicht einstellen. Okay. Also, dann wird es vielleicht ein bisschen painful für euch. Aber ich versuche es einigermaßen angenehm zu machen. Jetzt können wir hier Waffen wechseln. Genau. Wenn wir auf B draufbleiben, das ist irgend so eine Standardknarre. Der schießt, glaube ich, auf mich. Ja, okay. Also, die Grafik geht. Also, ich will das hier niemand verarschen. Es sieht himmeltraurig aus, weißt du? Aber, okay. Go kick some butt. Cool. I like to kick some butt. Für Nintendo 64. Nein, es geht, glaube ich, auch für Nintendo 64 Verhältnis beschissen aus. Okay, was auch lustig ist, dass es ja nicht einmal der ganze Screen füllt. Und es ist ja auch so, dass ich hier eigentlich den Filmmode auf normal habe. Also ich tue hier reinschiessen mit Overscan oder so. Ich könnte es jetzt noch grösser machen, aber dann drückt es mir eigentlich die Mutation noch ein bisschen mehr ins Gesicht. Oh ja, den schalte ich doch schnell mal aus der Gamma-Boost. Ja gut, mal, das geht. Okay, also, jetzt haben wir uns kurz ein Bild können verschaffen von der normalen, oder ist Low-Res-Version. Und jetzt gehen wir zur High, also so richtig High-Res-Version. Nein, gehen wir nicht. Kann ich das hier nicht direkt wechseln? That's kind of crap. Alright. Hey, jetzt kommt das Beste. Jetzt muss ich das Game quitten. Gut, ich verstehe es, je nachdem, welche Assets und was auch immer für HD-Texturen reingeladen werden, kann man das nicht einfach so auf die Stelle ändern. Also, jetzt gehen wir hier High-Mode. Achtung jetzt, wirklich aufpassen, weil dieser Modus ist High Resolution. Ist 640 mal eben nicht 84, aber ja. Schnell schauen, ob das gespeichert ist worden. Jawohl, da ist immer auf High. Starten wir den Singleplayer-Modus nochmal. Okay, es ruckelt eigentlich fast ein bisschen frech für die Zwischensequenz. Wir haben irgendeine interlänzte Version, das heisst, zwischendrin hat es schwarze Strichchen so dünne, das kennt man ja früher, obwohl ich das ausgeschaltet habe. Der Bildausschnitt ist noch ein bisschen kleiner. Immerhin haben wir keine Ladezeiten. Zieht euch das rein. Ich muss schnell schauen, ob ich das irgendwie herbringe, ob ich da irgendetwas tinkern kann, damit dass ich schnell den Bildschirmausstieg vergleichen kann. Aber er ist viel kleiner. Es ist ein bisschen schärfer, yeah. Aber die Frage ist einfach, zu welchem Preis. Okay. Wenn ich mich noch richtig erinnere an die Reviews, ist es so, dass in den späteren Levels, wo halt grafisch ein bisschen mehr läuft, dann läuft es auch leid in der High-Resolution-Version. Und von dem her muss man zurückdrehen, damit man einigermaßen ein flüchtiges Spielerlebnis hat. Sorry, das habe ich völlig verhängt, dass die da sind.
Also, no, go, kick some butt. Yeah, sure. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Das Game... Ich werde mir es noch ein bisschen antun und das ist natürlich auch immer lustig, wieso macht man so etwas. Aber so aus Nostalgiegründen, mal möchte ich das wirklich mal ausprobieren. Auf dem PC hat es ja leider nicht geklappt. Where's the power supply? Where's the power supply? Yeah, it definitely looks like the power supply unit. Achtung! Aha, okay, ja, das ist doch gut gemacht. Also ein bisschen Rätsel. Yes, es geht. Alright. Es ist nämlich auch so, dass der Glenn Platt, den ich gesagt habe, der es gereviewt hat schon darauf hingewiesen, als das Game dann fertig war, sei eigentlich langsam so richtig warm geworden mit dem Ding. Also so schlecht kann es nicht sein. Aber eben ja, wie gesagt, schaut euch an, wie es aussieht. Da muss man einfach schon ein bisschen schräger Vogel sein, wenn man so Zeug macht. Oder halt ein Retro-Nerd. Und das ist ja nichts Schlimmes. So, jetzt haben wir hier unsere Killerfaust ausgepackt. Damit wir vielleicht das Geflecht hier abfackeln können. Dass ich, trotz dass wir hier absolut in Zukunft, glaube ich, sind, oder? Ja, wir haben Laserwaffen. Hat der Typ jetzt nicht einmal ein Feuerzeug dabei? Oder irgendein Laser, wo die Dinger einfach wegburnen kannst. Oh nein, wieder so eine Sentry. Ja. Oh Gott, hey, und das ist schon lustig. Irgendwie RPG-mässig läuft ja auch etwas. Jetzt scheinbar die Skills, die man öfters nutzt, werden dann improved. Was auch noch schön ist. Ah ja, links sehen wir sie ja sogar. Ich habe jetzt irgendwie null Aufmerksamkeit. Hey, ich kotze jetzt gerade. Ja, also. Jetzt haben wir es geschafft. Plötzlich ist man gleich wieder motiviert. Schau jetzt, Speed Skill. Oh, langsam. Innerhalb von einer Sekunde wechselt sich die Meinung über das Spiel. Ja. Ich weiss nicht, ob der Druck in meinem Kopf vom Schleim ist, der überall in den Nebenhöhlen rumzieht. Oder vom Kopfhörer, wo man auf die Brille drückt. Oder von diesem Game. Hey. Aha, man kann sich selber damagen, indem man in den Wand schießt. Gut gemacht. Hey, und wie kann ich wieder bücken? Ah ja, dann kann ich die Waffe direkt wechseln auf dem Digikreuz. Cool. Achtung jetzt. Weißt du, der Knopf A, der hat bisher nichts gemacht, hat es mir gedacht. Aber wenn ich jetzt den Drück behalte und er hinten R drücke, wo ich normalerweise springe auf R, dann duckt er sich. Holy shit. Ich glaube, das ist das, was der Angry Video Game Nerd auch so ins Lächerliche gezogen, wie dumm das ist. Yeah. Jetzt werde ich da noch angegriffen. Weißt du, meine Hoffnung ist gegen noch, dass ich abkratze und die Odyssee dann schnell ein Ende findet. Aber ich lebe immer noch. Oh. Jetzt, an das erinnere ich mich, glaube ich, sogar noch. Da ist so ein Tor. Aha. You're acro. Whatever. Oh mein Gott. Was ist das da unten? So eine Alarmbox vielleicht? Oh Gott, der Schuss fliegt vielleicht nicht einmal so weit. Doch, aber irgendwie reinlaufen. Also es ist scheinbar schon ein bisschen ähnlich wie auf dem PC. Sag jetzt einfach mal. So ein bisschen du, als wüsste ich es noch. Aber nein, gerade jetzt hier eben, da bin ich ein paar Mal gestorben auf dem PC, weil ich geschaut habe, was man hier machen muss. Auf dem PC bist du, glaube ich, nicht einfach so rausgekommen, dass du noch einen Dude erschießen. Whatever. Jetzt ist es so, dass das noch ein bisschen anders aussieht, dass sie so geschützt, genau. So, bitte hilf mir. Aha. Die sind protected, gut. Jump down. Ui, was ist das? Irgendetwas, was mich angreift. Schön. Zum Glück muss man nicht so genau zielen. Achtung. Oh, das sind Dudes. Oh mein Gott, hey, was für ein Game. Und es ist nicht so, dass das wirklich leid ist. Also es ist schon leid, vor allem grafisch. Aber es ist einfach wicked, hey.
dass das Ding auf dem Nintendo 64 läuft. Dass ich das jetzt endlich mal spielen kann in einer Version, die vermutlich funktioniert. Dass es hier sogar ein Gewitter hat im Hintergrund. Dass ich hier jetzt versuche, raufzukommen. Hey, ist das abgefahren? Wenn ich eben rechts laufe. Come on, Dude. Das schaffen wir schon. Was ist eigentlich jetzt hier die beste Möglichkeit, um da drauf zu kommen? Vielleicht so ein bisschen seitlich. Ja, hey, well done. Ja, eben, zu den Texturen, ich meine, man muss nichts sagen. Das ist mit der hohen Auflösung. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt wirklich die so hoch aufgelöst sehe. Es sieht einfach wirklich aus, als hätte jemand draufgekotzt. Der Jump scheint mir ein bisschen weit sein. Gibt es da nicht noch eine andere Option? Aber sie haben sich Mühe gegeben. Ich meine, es läuft sicher auch nicht mit 30 Bilder pro Sekunde, aber wir haben hier auch ein paar Regeneffekte. Wir haben dynamische Belichtung. Es hat hier hinten sogar ein bisschen Nebel aus atmosphärischen Gründen. Ich sage jetzt einfach mal, hier können wir rauf, hier können wir nicht rauf. Nein, es legt gerade nicht. Yeah. Also, ich würde sagen, als letzte heroische Tat würde ich hier noch versuchen, auf die Röhre zu kommen. Weil dann einfach mal abgekackt. Aber das Ziel ist, glaube ich, einfach hierher zu kommen, oder? Ja, ja. Open this door. Okay. Ja, dann tu es auf. Yeah, maybe I can... Die Hälfte der Tür ist ein Schalter, die Tür ist zu. Vielleicht kann ich die Tür mit dem Schalter auftun. Yeah, that's fucking possible, man. Huh? It even worked. Go figure, hey. Da ist auch ein Gegner. Hey. Zum Glück sind die sicher steinblöd und sehen vermutlich auch fast nichts. Weißt du, die sehen vermutlich auch so pixelig wie ich gerade. Zwei Kollegen. Kein Schuss abgeführt. Schnell schauen. Ja, aber es hat schon ein bisschen etwas. Hey, nein, ich war selten so hin und her gerissen. Jetzt haben sie aber nicht genau... Aha, da ist noch ein Bonus oder so, ja. Wie man hier speichern kann, man doch jederzeit... nein, sieht nicht so aus. Sayonara, Dude. Ist das eine Tür? Ah, die Tür ist offen. Ah, ja, genau, das ist die Tür für hier rein. Gut. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Leben, Health, gut. So, Mishima. Jetzt habe ich hier irgendetwas gedrückt. Ist das ein Dead End? Hey, what's this? Maybe a pixelated mess. Ah, it's an elevator to the next level. Hey, das ist ein richtig Strupp. Hey, als wärst der Ober... Hey, nein, der Ober... noch nie ein Spiel gespielt, Typ oder halt Lady. Das glaube ich ja nicht. Als hättest du keinen blassen Schimmer, wie ein Lift funktioniert, wie ein Schalter funktioniert. Das kann ja nur ein Joke sein. Wenn wir jumpen? Sind wir jetzt hier einmal, wo wir noch nie waren? Ja, alles schon. Und jetzt geht nicht so ein Kampf vor. Auch hier wieder sehr stylische Effekte. Auch akustisch. Jetzt haben wir es doch irgendwann hergeschafft. Hey, ich sehe mich schon das Ding durchspielen. Weißt du, da könnte man irgendein modernes Game mit richtig brutaler Grafik spielen. Aber man entscheidet sich für so eine Retro-Option. Und hat noch Spass dabei, weißt du? Aha. Was? Das ganz Gedöns zu mir sagen, dass er nicht durch die Tür kommt? Okay. Hey. Okay. Quit und Save Game sollte das auch heißen. Oder was? Accept. Cancel. Previous. Jetzt kommt zur Mission 2. Schau. Er ist sogar animiert. Und läuft wie ein Holz und steckt es ab. Sorry. Show some respect.
Hey, ich kann nicht mehr. Hey, ich kann nicht mehr. Hey, wie bekackt ist das die Zwischensequenz gewesen? Vor allem, wieso ist der so langsam gelaufen? Weißt du, der ist hier irgendwie auf wichtiger Mission, hat schon jenste Leute erschossen und schleicht dann so die Stegentür ab, als hätte er irgendwie Knie kaputt oder so. Hey, yeah, yeah. Oh, fuck. Oh, jeez, hey, dude. Oh, der deckt die aber kräftig ein. Hey, oh, jetzt habe ich keinen Mund mehr. Also gut, das ist klar. Ah! Schon gemeint, dass das jetzt mein Tod ist, wenn ich hier meine 16 Leben gesehen habe. Da wäre noch ein bisschen bessere Klare, oder? Ui, ui, ui. Dude? Komm schon, komm schon. Ja, nur noch 4. 2. Hey, es soll mich doch jetzt wirklich mal jemand nehmen. Was kann ich jetzt hier mit dieser Klare? Sidewinder. Pardon. Der hat 30 Schüsse. Da hat das Leben. Ah, das ist der Armored 2. Crap. Also. Jetzt kann ich da raufjumpen, oder was? Oder irgendwie das zerschießen. Achtung. Ja, ja, genau. Also, die Idee wäre gewesen, dass er zuerst hier rechts hinkommt und sich die dicke Wumme holt. Hey, aber sorry, ich muss mal richtig schnitzen und so ein bisschen irgendwie inhalieren. Damit dass die Atemwege wieder ein bisschen frei können. Pardon. Hey, es hat mich richtig gefreut. Ich hoffe, nächste Sonntag besser zu Weg sein. Ich hoffe, vielleicht auch mal zwischendurch wieder mal ein modernes Game haben können zu zeigen unter der Woche. Aber es ist halt schon noch challenging. Ja, hey, schönen Sonntag noch. Macht's gut. Tschüss zusammen.